Unter diesem Boden verbergen sich noch ungeahnte Schätze. 4000 Relikte wurden bereits geborgen. Dass es dann am Ende des Tages so große und so eine Vielzahl an Funden wird, hat uns natürlich auch mit überrascht. Haben wir natürlich auch vorher nicht so mit rechnen können. Berglern, Landkreis Erding. Eigentlich wollte die Gemeinde nur ein neues Baugebiet ausweisen. 62 Grundstücke für Einfamilienhäuser. Doch dann entdeckten Archäologen die Sensation. Vor über 1400 Jahren lebten hier bereits Menschen. Bajuwaren. Eine kleine Stadt mit Häusern, Werkstätten, Straßen und einem Friedhof. Genau das ist das Besondere an den Funden von Berglern. In den meisten Fällen hat man eben entweder Gräber- oder Siedlungsbefunde. Dass das zusammentrifft, ist wirklich nicht so häufig. Und meistens wird die frühmittelalterliche Landesgeschichte anhand von Grabfunden geschrieben. Das ist zwar natürlich ein schöner Versuch, aber wenn man weiß, dass die Menschen ja nicht nur gestorben sind, sondern eben auch in der Region gelebt haben, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Wo Archäologinnen sich gerade mit Spitzhacken Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten, lag früher eine Art Gewerbegebiet. Eine ganze Reihe sogenannter Grubenhäuser. Verfärbungen in der Erde zeigen, wo der Fußboden lag und wo Pfosten im Boden steckten. Man muss sich das Ganze so vorstellen, es wurde erst eine Grube angelegt. Drumherum oder auch in diese Grube wurden noch zusätzlich Holzpfosten gestellt und darauf wurde dann im Endeffekt direkt ein Dach gestellt. Sozusagen wie eine kleine Souterrainwohnung. Die Grubenhäuser dienten als Werkstätten. Bei den Ausgrabungen in Berglern wurden Schlackeklumpen gefunden. Sie deuten darauf hin, dass in einigen der Erdhütten Eisen verarbeitet wurde. Die frühen Bajuwaren in dieser Gegend waren offenbar ziemlich gute Schmiede. Schwerter sind in der Zeit gefragte Produkte. Das späte 8. Jahrhundert beispielsweise ist ja eine sehr konfliktträchtige Zeit. Und da geht es ganz stark um das Thema Waffenproduktion. Dieser gefundene Tonklumpen deutet auf ein anderes Gewerbe hin, das in den Grubenhäusern ausgeübt wurde: Weberei. Die Klumpen sorgten als Gewichte dafür, dass die Fäden straff am Webstuhl hängen. Die Stoffe wurden damals offenbar für den Export hergestellt. Es ist mehr produziert worden, als hier verbraucht wurde. Davon kann man ausgehen. Ich meine, es gibt natürlich Handel in der Zeit auch schon, sowohl mit Textilien, aber eben auch mit Eisenprodukten. Heute ist Berglern mit seinen 4 Ortsteilen eine kleine Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern. Alles deutet darauf hin, dass vor 1400 Jahren hier schon mal eine größere Ansiedlung zu finden war. Sodass wir vielleicht von 6 bis 7 Hektar Fläche ausgehen können, die im Frühmittelalter hier besiedelt war. Und das ist natürlich deutlich größer als die modernen Siedlungen. Der Kiesboden auf der Schotterebene um Berglern sorgte dafür, dass die Skelette aus dem 7. Jahrhundert noch gut erhalten sind. 70 Gräber wurden bisher entdeckt. Die frühen Bajuwaren waren bereits Christen. Sie wurden mit Blick nach Osten bestattet. Aber was erzählen Gebeine über die Menschen? Was wir bis jetzt sagen können, ist, dass es sich wahrscheinlich um eine weibliche Bestattung handelt. An Beigaben bereits dabei sehen wir hier eine Gürtelschnalle, die ist schön erhalten. Und hier am Oberschenkel hatte sie noch ein kleines Messerchen mit dabei. Das hatten wir hier bei einigen anderen weiblichen Bestattungen auch, dass so ein kleines Messer mit am Oberschenkel lag. Den Grabbeigaben nachzuschließen, waren die Bajuwaren von Berglern durchaus wohlhabende Menschen. Viele hatten Schwerter an ihrem Körper, Frauen oft wertvollen Schmuck. Jeder Grabfund wird mit einer Handzeichnung dokumentiert. Aus den Knochen lässt sich auch ablesen, dass die Menschen gut mit Essen versorgt waren. Einzelne waren ungewöhnlich groß, fast 1,80 Meter. Die meisten aber etwas kleiner. Die Durchschnittsgröße bei den Frauen bewegt sich das so im Bereich um 1,60, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber nur geringfügig. Und bei den Männern etwa 10 cm mehr, also 1,70, 1,72. Die Funde bieten einen einzigartigen Blick in die Vergangenheit, als sich das Stammesherzogtum Bayern gerade gebildet hatte.
Im Landesamt für Denkmalpflege werden sämtliche Fundstücke genau untersucht. Wie diese Brosche. Das ist immer wieder spannend zu sehen, in welcher Feinheit auch die Handwerker von damals, die Goldschmiede, Gold- und Silberschmiede, diese Objekte gefertigt haben. Es gab keine Brillen und Lupen und das sind wirklich ganz feine, tolle Schmuckstücke. Daraus wird eben Geschichte sichtbar. Und das finde ich faszinierend, dass Sie, je länger Sie diese Funde anschauen, je mehr Sie da auch rauslesen können, der Schmuck oder wie sie gekleidet waren, dass Sie daraus eine Nähe zu unseren eigenen Vorfahren, zu unserer Vergangenheit herstellen können. Und man dann auch merkt, die waren gar nicht so verschieden wie wir. Die Menschen in der Gegend bei Berglern waren damals vernetzt mit der ganzen Welt. Das zeigen auch die gefundenen Schmuckstücke in den Gräbern. Die weißen Steine der Brosche stammen vermutlich aus Indien. Aber wo wurde sie gefertigt? Ich würde bei diesem Stück nicht auf eine Werkstatt hier im bayerischen Raum tippen, sondern eher nach Westen schauen. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Dame nach der Mode der Zeit gekleidet war und dieses Grundmuster folgt eben einem, sagen wir mal, französischen Modell, was um 600 eben in Paris geprägt wurde. Es waren weltgewandte Menschen, die damals in der Gegend von Berglern siedelten. Nach dem Ende des Römischen Reichs hatten sich die unterschiedlichsten Ethnien vermischt. Zurückgebliebene Römer mit Kelten, Germanen, Goten und anderen. Irgendwann nannte man dieses Mischvolk Bajuwaren und die Gegend, wo sie wohnten, Bayern. Da ist einfach Bayern damals wie heute ein zentraler Raum, von dem aus eben die Alpen überquert werden können. Und deswegen muss man den auch sichern, auch militärisch sichern. Das gilt dann später auch für die Karolinger. Also ja, hohe strategische Bedeutung und oberste Liga in der Politik. Berglern heute, Ortsteil Mitterlern. Die Ausgrabungen verzögern die geplante Ausweisung als Baugebiet jetzt um einige Jahre. Und die Gemeinde muss die Archäologen auch noch bezahlen. Etwa 500.000 € wird das Ganze kosten. Doch Bürgermeister und Gemeinderat sind stolz auf die Funde. Die Siedlungsgeschichte von Berglern ist weitaus älter als bisher angenommen. In der Tat, also wir sind ja 793 das erste Mal nach Christus erstmal urkundlich erwähnt aktuell. Und wenn man jetzt die Funde anschaut, dann sind wir da noch deutlich älter. Die Archäologen wollen nicht alles auf der 4 Hektar großen Fläche ausgraben. Vieles soll unberührt bleiben, um die darunterliegenden Relikte für kommende Generationen zu erhalten. Je länger die Funde im Boden bleiben, desto besser auch für die Wissenschaft. Also meine eigene Neugier, die ist hier schon gut befriedigt, aber meine Nachfolger wollen noch viel mehr wissen als ich und deswegen müssen wir so auch perspektivisch an die Sache rangehen. Wie viel Geschichte im Boden von Berglern steckt. Kaum ein anderer Fundort erzählt so viel über jene Menschen, die vor 1400 Jahren in Bayern lebten, arbeiteten, Handel trieben. Unsere Vorfahren.